Wunderschönen Dienstagmittag. Hey, hallo zusammen. Hey David, schön, dass du da bist. Ed, gleich was. Mega cool. Hey, ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich freue mich mit dir gemeinsam die Hour of Prayer jetzt hier starten zu dürfen. Ich freue mich, dass du schon im Chat mit dabei bist. David und ich haben unsere Laptops dabei, damit wir auch im Chat mit drin sind, einfach sehen, was so alles passiert. Und ich liebe es, dass wir mittlerweile eine richtig coole Community geworden sind innerhalb des YouTube-Chats in der Hour of Prayer, aber auch am Sonntag. Es ist richtig, richtig cool zu sehen und ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde es cool, wir haben diese Kultur hier im Hour of Prayer Chat etabliert und es ist wie rübergeschwappt in den Sonntagschat, was richtig, richtig cool ist. Einfach, dass wir zusammen beten, dass wir die Gebete auch aufschreiben und reinschreiben. Richtig, richtig cool und genau das wollen wir auch heute machen. David und ich brauchen dich heute, dass du aktiv im Chat bist. Ja, oder? das ist wirklich so wertvoll. Einfach, ich bin hier im Chat drin, lese, was ihr am Schreiben genau. seid. Nutzt den Chat einfach mega aktiv. Ja, genau. Ja, eure Gedanken, Ideen und was ihr auf dem Herz habt. Genau. Hey David, lass uns kurz über dich reden. Du bist im ICF angestellt. Was machst du im ICF? Hey, ich bin verantwortlich für den Bereich der Small Groups hauptsächlich und Integration, also Menschen helfen, Teil der ICF Church Family zu werden. Große Leidenschaft, Leute in verbindliche Gemeinschaft hineinzuführen und wo einfach auch wieder Veränderung passiert. Ja. Gemeinschaft, Freundschaften entstehen, aber einfach auch Jesus erleben in den Groups drin. Mega cool. Wie viele haben wir im Moment? Hast du die Zahl Small Groups? Ja. Wir haben um die 400 Small Groups, rund 2000 Leute in den Small Groups drin. Mega schön, ja. Mega. Was würdest du sagen, wir haben nicht drüber gesprochen vorher, ich frage jetzt einfach mal, was würdest du sagen, gerade jetzt vielleicht auch für die Online-Community, oder? Also Leute, die vielleicht nicht gerade nah dran hier wohnen, aber auch Leute, die hier wohnen, weil wir im Hour of Prayer beides haben. Was würdest du sagen, ist so der wichtigste Step für dich, wenn Leute integriert werden wollen? Also zuerst einmal einfach mal sich wie einen Ruck geben, würde ich sagen. Okay. Weil ich nehme das wahr, dass viele denken, Small Group Austausch, Freundschaft mit so online, das funktioniert. Viele, die jetzt hier, du hörst zu, bist dabei, schaust zu und du weißt, das funktioniert. Und ich habe es auch selbst einfach erlebt, wie einfach über Chat, über ein Video, über einen Call, das einfach mega funktioniert. Und das ist so wie die Überwindung, okay, ich versuche es einfach mal. Das ist das, was Leute machen können. Und das andere ist dann, zum Beispiel der Entdecke-Gott-Kurs. Ja. Einfach mal ausprobieren. Jetzt der nächste Kurs, den wir starten, dauert 9 Wochen, 9 Mal, Mittwochabends. Du wirst für die 9 Wochen Teil von einer Small Group und du kannst einfach mal ausprobieren. Werde Teil, melde dich an. Und das Coole ist, du kannst in eine Small Group reinspringen oder du kannst mit deiner Small Group kommen, wenn du eine Small Group hast. Beides. Und du kannst sowohl online als auch vor Ort kommen. Ja. Und dann haben wir noch den Vertiefen und Weitergeben direkt hinten dran, was du auch mit deiner Small Group machen kannst, oder? Ja, das wäre der Idealfall. Man kann die 20 Wochen, das ganze Semester den Face-Track machen, entdecken, vertiefen, weitergeben, alles nacheinander, kann aber auch einfach mal sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal den Test. Ich lasse mich einfach mal drauf ein und schaue, was da passiert. Und viele realisieren einfach, hey, das funktioniert und sind begeistert und machen dann auch weiter. Nicht alle, aber viele. Oder eben, wenn jemand für ihre Small Group einfach vielleicht neue Leute sucht, dann auch eine ideale Möglichkeit, einfach dabei zu sein, Leute kennenlernen, die da dann auch dazu kommen und die anschließend in der Small Group bleiben, hoffentlich. So genial, so genial. Ich bin ein Riesenfan von dem Entdecke-Gott-Kurs, aber auch von den Glaubenskursen, die wir haben, weil sie wirklich in die Tiefe reingehen. Das ist richtig, richtig gut. So genial, einfach zu sehen, was Leute erleben in diesen Kursen drin, in diesen Abenden drin, Schritte gehen, zum ersten Mal den Heiligen Geist hören oder das einordnen können. Jetzt hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und das einfach üben im Alltag und es ist so
wirklich einfach ein Vorwärtsgehen und sich dem aussetzen und ausprobieren und Fehler machen dürfen. Und wirklich cool. Und das ist eben der Punkt, oder? Du probierst aus und du darfst Fehler machen, weil es wie ein safe Rahmen ist, wo man es ausprobieren darf. Mega gut, wir können wahrscheinlich noch eine Stunde drüber reden. Super. Hey, wenn du die Message am Sonntag noch nicht gehört hast, es lohnt sich wirklich. Wir sind am Ende der 7 Sendeschreiben. Die 7 Sendeschreiben sind nun abgeschlossen und es ging um die letzte Church und der Joel und die Lea haben darüber geredet, dass bei Jesus nicht alles gratis ist. Jetzt mal nur von der Headline. Was denkst du? Schon mal ein herausfordernder Titel. Ja. Oder so, Ja. Was soll jetzt das? Oder Ja. nicht alles ist gratis. Was muss ich jetzt da Eintritt bezahlen für irgendwas? Oder? Ja, voll. Das sind auch Fragen, die wirklich ankommen, aber es löst ja was aus. Ja, voll. Deswegen, wenn du die Message noch nicht gesehen hast, geh sicher, dass du nach dieser Hour of Prayer die Message dir noch mal anhörst oder noch mal reinschaust, weil es lohnt sich wirklich. Es ist eine richtig fantastische Message. Wir werden heute nur einen kleinen Teil aus der Message rauspicken, der uns wichtig geworden ist, aber es sind so viele andere Punkte in dieser Message, die wirklich, wirklich gut sind. Bevor wir reinspringen, lass mich beten und dann legen wir los. Jesus, ich danke dir dafür, für jeden Einzelnen, der jetzt gerade da ist. Ich danke dir, Jesus, dass wir hier in Zürich, David und ich hier in Zürich sein dürfen und mit Menschen auf der ganzen Welt gerade verbunden sein dürfen und mit dir Gemeinschaft haben dürfen, Jesus. Ich danke dir für die Möglichkeit, die wir haben, genau das jetzt hier so in der Form machen zu dürfen. Es ist ein mega Privileg, dass wir gemeinsam zusammenkommen dürfen, um mit dir zu reden, Dinge vor dich zu bringen, Jesus, und in Einheit zusammenzustehen. Jesus, ich bete, dass du diese Zeit segnest, die wir haben. Ich bete, Vater, dass du der Mittelpunkt bist. Jetzt ganz bewusst setze ich dich in den Mittelpunkt in dieses Gespräch, aber auch in der Gebetszeit, die wir haben. Jesus, ich bete, dass du uns Visionen gibst, dass du uns Bilder gibst, Jesus, in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, und dass du uns Offenbarung schenkst, Jesus, über unser Leben und über das, was du einfach auch tun möchtest, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, was war in der Message das, was dich am meisten herausgefordert hat? Es war eigentlich die Zeit am Schluss, die wir hatten, und wirklich einfach so, okay, was ist jetzt das, was ist der Preis, den ich jetzt bezahle, was ist jetzt das, was ich gebe, was ist das, was der Heilige Geist zu mir spricht, und ich dann einfach ganz praktisch auch mitnehmen kann. Also hat mich schon auch herausgefordert, so wie den Ruck, hey, jetzt ist es an mir, jetzt bin ich dran. Ja, und wir haben ganz am Ende, und das ist das, worauf wir jetzt auch mit euch gemeinsam eingehen wollen, ganz am Ende sind Joel und Lea im Prinzip darauf eingegangen, was ist das, was wir bei Jesus kaufen können, weil in Offenbarung 3 steht im Prinzip drin, dass wir gewisse Dinge bei Jesus kaufen können. Ja, es ist gratis, dass wir das ewige Leben haben. Es ist gratis, dass wir durch Jesus Gemeinschaft mit Gott haben dürfen und dass wir in diesem ewigen Leben dürfen und Ewigkeitsperspektive dadurch haben. Das ist gratis, obwohl es ja auch nicht ganz stimmt. Gratis ist es nur darum, weil Jesus den Preis bezahlt hat, oder? Also Jesus hat den Preis am Kreuz bezahlt. Jemand bezahlt immer. Genau. Jesus hat den Preis am Kreuz bezahlt, dass wir gratis Zugang dazu haben, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Voll. Und das ist ein Geschenk, das können wir einfach annehmen für uns. Also das ist natürlich das ist wie der Start da, wie hinein. Mich hat es auch wie so die Transparenz vom Joel. Ja. Als er da sein Beispiel erzählt hat, was er erlebt hat vor einem Jahr mit der Nonne, falls du die Message gesehen hast, oder eben sonst schau sie dir nochmals nach. Einfach diese Ehrlichkeit, dieses authentisch sein, sich verletzlich machen, hat mich eigentlich wie auch inspiriert. Zu sagen, ja, hey, wo habe ich wirklich Dinge oder was möchte Gott jetzt tun? Wie möchte Gott
das nutzen und was ist mein Part, was ist der Preis, den ich bezahlen kann. Ja, ja. Und Oder muss. Oder muss, Kann, ja, muss. genau. Und lass uns die Auflistung einfach mal auf das Bild auch draufschmeißen, dass wir einen Zugang haben zu diesem Gold, das Jesus uns anbietet, zu diesen weißen Kleidern, die Jesus uns anbietet und zu einer Augensalbe, die Jesus uns anbietet. Jetzt müssen wir verstehen, also geht bitte gerne nochmal in die Message rein, weil diese Dinge sind ganz bewusst auf die Gemeinde in Laodicea angepasst, weil die Stadt in der Laodicea war es nämlich so, dass sie diese Dinge selber angeboten haben. Das heißt, es gab gutes Gold, womit sie Schmuck gemacht haben, das sie angeboten haben. Dann haben sie kein weißes Kleidung gehabt, sondern schwarze Wolle, die sie hatten und aus denen sie Kleidung gemacht haben, mit denen sie sich geprahlt haben. Und dann das letzte war tatsächlich eine Augensalbe, wegen denen die Menschen aus der ganzen Welt gekommen sind, also gefühlt aus der ganzen Welt, also aus der ganzen Umgebung gekommen sind, um diese Augensalbe zu bekommen, um geheilt zu werden. Geheilt zu werden, ja. Genau. Und Jesus geht ganz speziell darauf ein. Ja. Und sagt, hey, ich habe Gold für euch, ich habe keine schwarzen, sondern weiße Kleider für euch und ich habe Augensalbe, aber die ist anders. Ja. In diesem Moment drin, ich saß da in der Celebration und irgendwie hatte ich ich hatte nicht das Gefühl oder ich dachte, hey, es kommt nichts, aber die Aussage, die Nonne zu Joel gemacht hat, die ist bei mir wie hängen geblieben und ich wusste wie, okay, jetzt der Heilige Geist, jetzt spricht er genau da, hey, nutze die Nonne, die zu dem Joel gesagt hat, hey, nutze deine Stärke. Was aber in den weißen Kleidern mit drin ist. Ist in den weißen Kleidern drin, genau. Ja, absolut. Ich habe jetzt nicht irgendwie wie so das weiße Kleid gesehen oder was, sondern mehr diese Aussage und dann, hey, wie nutze ich, oder ich muss meine Kraft nutzen. Ja, mega spannend, weil lass uns noch mal die Folie draufschmeißen, damit wir darüber einfach noch mal reden können. Das heißt, wir haben etwas, was wir bei Jesus bekommen dürfen. All diese Dinge haben eine Bedeutung und es gibt einen Preis, den wir dafür bezahlen müssen. In deinem Fall ist jetzt das weiße Kleid, weil das diese Kraft ist. Das bedeutet ja eigentlich, dass du Disziplin aufwenden musst, oder um da hinzukommen. Hey, was wir gerne machen möchten, ist, wir werden diese Folie einfach drauf lassen und wir werden einfach nochmal eine Zeit jetzt haben, wo wir einfach stille sind. Ich werde am Anfang einmal kurz beten, aber ich möchte, dass wir dann einfach diesen Fokus auf diese einzelnen Dinge setzen und einfach mal hören, Gott, was ist das, was du uns jetzt zur Verfügung stellen möchtest oder was du mir aufs Herz legst. Was ist das, was für mein Leben gerade relevant ist und was ist die Bedeutung dabei und was ist der Preis, den ich dafür bezahlen muss? Also was bedeutet das für dich ganz persönlich, wenn es um das Thema Gold geht zum Beispiel? Also die Bedeutung dabei ist es natürlich die Berufung, der Charakter, die Nachfolge. Was bedeutet es für dich ganz persönlich, dass du dein ganzes Herz und deine ganze Hingabe brauchst? Und das Gleiche auch für die anderen. Lass uns da einfach eine Zeit nehmen. Ich bete einmal und dann bin ich einfach still und dann fangen wir das gleich nochmal auf. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns jetzt dort triffst, wo wir sind. Und Jesus, dass du für jeden von uns einfach etwas zur Verfügung stellen möchtest. Und dass ich weiß, dass du uns genau da triffst, wo wir sind, aber du möchtest uns auch wieder an die Hand nehmen und sagen, hey, lass uns den nächsten Schritt gehen. Und das, was ich für dich habe, das ist das Beste, was du dir holen kannst und das Beste, was du dir nur vorstellen kannst. Aber es kommt natürlich mit einem Preis. Und ich bete, Jesus, dass du uns jetzt eine Offenbarung schenkst von dem, was du tun möchtest, in jedem Einzelnen von uns.
Ich weiß nicht, was Gott mit dir jetzt gerade gesprochen hat oder was er dir aufs Herz gelegt hat. Vielleicht bist du bereit, das sogar in den Chat reinzuschreiben. Das darfst du dann gerne machen, aber nur, wenn du das gerne möchtest. David, wie war's bei dir? Du hast jetzt gerade über die Kraft, die Disziplin geredet. Ist das, was du glaubst, was gerade deine Season für dich gerade dran ist? Für mich ist es ein Thema, da bin ich schon ein paar Wochen auch dran, wo ich wie gemerkt habe, hey, abends, ich schaffe es oft wie nicht ins Bett. Oder ich könnte früher ins Bett. Und wo ich dann einfach noch sitze und noch ich liebe Sport und dann einfach noch ein bisschen Sportzusammenfassung und Berichte und weiß nicht was alles. Und ich hatte einfach den Eindruck jetzt am Sonntag, eben meine Kraft genau da auch also das ist den Preis, den ich bezahlen muss, meine Kraft wie da, meine Stärke wieder einzusetzen, meine Disziplin da wie einzusetzen. Ich kann noch lange für Wunder und weiß nicht was alles beten, aber schlussendlich hat es einfach auch mit meiner Disziplin zu tun. Und das ist jetzt wie ein Bereich, den habe ich jetzt auch die letzten Tage einfach auch schon ausprobiert und wie, manchmal ist vielleicht geht es dir jetzt auch so, hey, das war bei mir so, hey, schaffe ich das? Da kommen Zweifel auf. Oder hey, wo habe ich dann sonst wie meinen... manchmal ist es auch so ein Moment vom, hey, jetzt habe ich mich ausgepowert den ganzen Tag, hey, jetzt darf ich mich mal noch ein bisschen hinsetzen, was ja nicht grundsätzlich schlecht ist, aber einfach wieder der Zeitpunkt dann zu erwischen und diesen Preis zu bezahlen, diese Stärke zu bezahlen. Und da bin ich jetzt einfach dran am Üben, hatte bereits Erfolgserlebnisse, was mega schön ist, aber es kommt mit einem Preis und ich glaube auch, dass es auch wichtig ist. Vielleicht spürst du jetzt Angst oder Unsicherheit oder auch diese Zweifel, wie ich es gespürt habe, so was der Heilige Geist dir jetzt aufgezeigt hat, dann möchte ich dich einfach wie auch ermutigen und wirklich diese Zweifel auch zur Seite zu schieben und einfach zu vertrauen, hey Jesus, ich vertraue dir ich schaffe es nicht alleine, aber hilf mir dabei. So gut. Ich finde es gut, was du aufgezählt hast mit dem Preis, den wir zu bezahlen haben, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir nur darüber reden, was der Preis ist, den wir bezahlen müssen, dass es nicht ganz so klar ist, was genau das bedeutet. Und in deinem Fall ist es jetzt so, dass du wahrscheinlich weniger Sport schauen würdest, oder? Wenn du jetzt früher schlafen gehst, was ja gut für dich ist, dann ist dein Preis, dass du weniger Sport schauen kannst in dem Moment quasi. Ne? Und das ist ja ein Preis, der nicht einfach ist für dich, oder? Das zu machen. Ich habe im Chat verfolgt es gerade ein bisschen mit. Hey, Sammy SHD, herzlichen Glückwunsch. 17 Jahre ohne Alkohol, richtig, richtig stark. Come on. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis. Richtig, so richtig schön. Well done. Aber auch das, also ich weiß, das wird mit einem Preis gekommen. Also die letzten 17 Jahre wirst du einen Preis gezahlt haben, aber auch wo die Entscheidung getroffen wird, dort hast du einen Preis gezahlt und es ist mega schön, jetzt auf dieser Seite zu sein, dass wir das mit dir feiern dürfen. Richtig, richtig schön. Danke, dass du es geteilt hast. Mega. Absolut mega. Richtig schön. Danke, David, fürs Teilen. Bitte gerne. Ja. Und bei dir? Ja. Wie hast du diesen Moment erlebt am Sonntag? Ich habe den Moment am Sonntag schon gemacht, weil Joel und Lea uns da ja schon durchgeleitet haben und für mich und meine Frau, wir haben uns darüber unterhalten und für mich ist tatsächlich der erste Teil, also ich habe wirklich wie von meinem Auge das Gold gesehen und für mich ist es gerade einfach so dass Gott einfach gesagt hat, hey, vertrau drauf, dass das Gold von mir kommt. Also Gold war jetzt im Sinne von, dass er meine Berufung hat, dass er den Charakter, den er in mir bauen möchte, aber auch die finanzielle Seite, dass das von Gott kommt, weil es schon etwas ist, wo ich nicht immer 100% vertrauen kann. Bin ich ganz ehrlich. Also das ist schon etwas, wo ich mir auch Sorgen mache und wo ich halt immer wieder zu Jesus gehen muss, auch immer wieder sagen muss, hey Gott, ich weiß, dass du es hast, dass du dich um mich kümmerst und das war ein cooler Moment, aber ist auch gleichzeitig herausfordernd, oder? Also wenn ich da an den Preis natürlich denke, es bedeutet, dass ich mich auch wieder ganz ihm hingebe und sage, hey, ich vertraue, dass du
dich da um mich kümmerst. Meine Frau hat das weiße Kleid gesehen und das war ähnlich wie bei dir, dass es einfach gewisse Momente vielleicht einfach in unserem Alltag oder auf jeden Fall in unserem Alltag auch gibt, wo wir einfach mehr Disziplin, auch als Family, mehr Disziplin einfach aufbringen dürfen und dann aber auch den Preis dafür zahlen müssen. Ne? Genau. Und da sind wir dran. Also gerade seit Sonntag einfach zu schauen, was genau das bedeutet. Genau. Was habt ihr vielleicht schon was erlebt jetzt seit dem Sonntag? Oder weißt du, so wie ein Bewusstsein, ich hatte einen Moment, wo ich wirklich merkte und spürte, okay, da hat sich was verändert in mir, in den letzten Tagen, seit dem Sonntag. Ja. Hattest du auch so einen Moment oder ist jetzt das vielleicht wie noch nicht? Ja, ich glaube, bei mir ist es ein Prozess, der auch schon vorher angefangen hat, ähnlich wie bei dir. Und am Sonntag war es wie so, es ist nochmal vielleicht die Erklärung dazu gekommen. Das war so bei mir der Moment und dann noch das Bild gekommen. Ich habe jetzt seit längerem einfach, dass ich durch einen Prozess einfach durchgehe, wo ich einfach ein bisschen umdenken möchte in gewissen Bereichen. Und eine Sache zum Beispiel ist, ich möchte lernen, ein bisschen schneller Entscheidungen zu treffen. Ich bin jetzt gerade dabei, mich zu trainieren, bessere Entscheidungen zu treffen und auch schnellere Entscheidungen zu treffen. Das hat was mit dem weißen Kleid für mich zu tun, dass den Preis, den ich da einfach dann aber auch bezahle, dass ich die Konsequenzen mit den Entscheidungen, die ich treffe, dass die dann einfach dass ich damit einfach leben darf und leben möchte. Genau, das ist so ein Teil, wo ich einfach lernen möchte, Disziplin zu haben und auf Gott zu vertrauen, dass er, wenn ich Entscheidungen treffe, dass ich Entscheidungen mit ihm treffe. Ich mache das jetzt seit ein paar Wochen, dass ich, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, dass ich wirklich eine ganz bewusste Zeit mit Jesus nehme. Also nicht nur einfach so hin und her rede, sondern wirklich eine ganz bewusste Zeit mit ihm nehme. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Prozess, durch den ich jetzt gerade durchgehe. Und das war jetzt gerade so, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber das ist so das, woran ich gerade denken musste. Ja. Cool. Hey, wir wollen die letzte Zeit, die wir jetzt noch haben, ganz bewusst für 3 Themen noch nutzen und da werden wir so ein bisschen schneller einfach durchgehen, weil ich möchte die 3 Themen, für die wir am Sonntag gebetet haben, jetzt nochmal hier auffangen, damit wir als Hour of Prayer Community da einfach einstehen dürfen für die Sachen und ich finde es cool, wenn du den ersten Teil einfach nehmen könntest und zwar Leo und Susanne sind jetzt mit einem Team in Amerika, das ist ein Visionstrip, sind sie gerade unterwegs und wir wollen einfach sie im Gebet unterstützen, dass Gott ihnen einfach neue Visionen gibt, einfach ihnen zeigt, was so der nächste Schritt ist. Sie sind gerade mit den Altersstufen jetzt unterwegs und wir haben dann, oder sind mit den Altersstufen, glaube ich, demnächst unterwegs, sagen wir so. Und Movement-Team jetzt? Movement-Team ist jetzt gerade, genau. Und dann gehen die Altersstufen dann danach. Wir wollen gleich noch für Teens und Youth beten, aber ich habe so das Gefühl, dass dadurch, dass Leo und Susanne die Altersstufen mitnehmen und wir jetzt aber auch für Teens und Youth ganz bewusst beten, dass gerade in dem Bereich wir dort einfach einen Durchbruch leben können. Also lass uns mit Leo und Susanne anfangen und dann gehe ich in den nächsten Bereich rein. Ja, super. Ja, hey, betet einfach mit. Super. Schreibt eure Eindrücke. Wenn ihr Eindrücke habt, schreibt die bitte in die Kommentare rein, dass wir die auch weitergeben können an das Team. Ja, hey, Jesus, ich danke dir vielmals einfach jetzt, dass wir einfach den Himmel stürmen dürfen in dieser Zeit, gerade dort, wo wir jetzt uns befinden. Und ich danke dir vielmals für diese Sommerzeit, eine Zeit, wo einfach auch diese Wärme, diese Sonne, einfach was uns einfach auch gut tut. Und ich bitte dich gerade jetzt auch für Leo, für Susanna, das Movement-Team, auch die Altersstufenteams, die dann auch noch mitgehen werden. Ich bitte dich einfach jetzt, dass gerade diese Wärme, diese Sonne, diese Frische, dass das einfach ein Moment ist von Auftanken, von diese Weite sehen, Vision von dir erhalten. Ich bitte dich, dass du sie an Orte führst, wo sie noch gar nicht wissen, die sie gar nicht geplant haben, aber führe du sie an diese Orte, wo sie Dinge sehen und mitnehmen können, weil es Dinge sind, die du ihnen zeigen möchtest. Dem Leo, der Susanna, dem Team.
und den verschiedenen Teams, dass sie einfach Dinge mitnehmen können und wie wissen und spüren, hey, da hat jetzt uns Gott, da hast du jetzt einfach gesprochen. Ich bitte dich, dass du den Leo und die Susanna einfach auch gerade in dieser Zeit mega erfrischst. Wir segnen sie mit neuer Frische. Ich segne sie mit diesem einfach neuem Glauben. Ich segne sie mit göttlicher Einheit, mit deiner Einheit, die du einfach auf sie legst. Danke, dass du wirkst in ihnen und an ihnen, dass du auch einfach ganz persönlich ihnen die Dinge zeigst und Dinge abfallen lässt, dass sie wirklich da eine Leichtigkeit verspüren dürfen und mit dieser Leichtigkeit auch einfach wieder zurückkommen dürfen, dass sie Lasten, Dinge, die sie beschäftigen, die vielleicht wie herausfordernd, schwer oder wie unlösbar erscheinen, dass du da einfach Lösungen bringst und Leichtigkeit schenkst. In deinem Namen bete ich. Amen. Ja. Hey, lass uns für ICF Teens beten. Sie werden jetzt auf ein Teens Camp, ICF Teens Camp gehen und da können wir einfach für sie beten. Wir dürfen für die Leiter dort beten. Wir dürfen für die Kids beten, dass sie einfach gute Freundschaften, aber auch einfach Jesus erleben dürfen. Lass uns da einfach für beten und der Marco wird in den Chat noch einen Gebetschannel rein verlinken, wo du einfach über Telegram mit beten darfst und einfach während der Zeit werden sie immer wieder Gebetsanliegen reingeben, damit wir als Community einfach mit für sie beten können. Das heißt, du kannst dort im Telegram-Channel auch mit dabei sein. Lass mich einfach beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir einen so hohen Fokus drauf legen, als Church, dass wir uns in die nächste Generation investieren dürfen. Und ich danke dir, Vater, für dieses ICF Teens. Ich möchte dir in erster Linie für Benny und Janice danken, dass sie als Leiter von dem ICF Teens, dass sie eingesetzt wurden. Danke, dass sie so eine Leidenschaft dafür haben, sich in die Teens zu investieren und deine Message an sie weiterzugeben. Und Jesus, ich bete einfach einen ganz besonderen Segen über ihre Ehe jetzt in der nächsten Zeit während dem ICF Teens Camp. Jesus, ich bete, dass sie ihre Leiter gut leiten können, Vater, dass innerhalb des Teams, das das ICF Teens leitet, dass dort Einheit herrscht und dass diese Einheit, die dort herrscht, dass sie rüberschwappt in die Teens, Vater. Ich bete, Jesus, dass du der Mittelpunkt bist, Vater, und dass es wirklich in dieser ganzen Woche darum geht, deinen Namen groß zu machen, Jesus. Sei es bei den Spielen, sei es beim Worship, sei es beim Schlafen, sei es beim Essen, Jesus. Es geht immer nur um dich. Und gleichzeitig, weil es um dich geht und wenn es um dich geht, dann bedeutet es auch, dass wir Spaß haben können. Es bedeutet auch, dass wir Action haben können, Jesus. Und das bete ich einfach für diese Woche, dass diese Woche gefüllt wird mit jede Menge Action, mit jede Menge Spaß und Spielen und dass, Vater, ich bete um Bewahrung, dass nichts passiert, dass keine Unfälle passieren, keine gebrochenen Beine oder Arme oder sonst was sind, Jesus, sondern dass es wirklich, dass du da bist und Bewahrung schenkst während dieser kompletten Woche, Jesus. Ich bete um Freundschaften, dass neue Freundschaften entstehen. Ich habe gehört, dass einige Leute jetzt zum ersten Mal in das Teens reinkommen und mit diesem ICF Teens Camp dass die einfach neue Leute kennenlernen dürfen, Jesus. Und ich bete, dass diese Kids, diese Teenagers einfach Connections erfahren dürfen, dass sie Leute in ihrem Alter kennenlernen dürfen, dass sie sich gegenseitig anspornen, dir ähnlicher zu werden, Jesus, und dass die Woche wirklich so ein einschneidender Moment in ihrem Leben ist, ein einschneidender Moment auch in ihrem Wachstum zu dir sein wird, Jesus. Ich spreche einen Segen aus über diese komplette Woche und bete, dass du der Mittelpunkt bist, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Kannst du noch für ein ICF Youth Camp? Ja, sehr gerne. Dort haben wir auch einen Channel, den Marco reinstellen wird. Genau, unsere Youth, also 16- bis 19-Jährige, die gehen in der gleichen Woche wie die Teens 13 bis 15 Jahre, in ein Camp nach Biel in der Westschweiz. Und ja, lass uns auch einfach für das Team und die Teens, die jungen Erwachsenen da auch beten. Jesus, danke vielmals einfach auch für diese Möglichkeit der Youth, diese vielen jungen Menschen, die einfach für eine Woche sich wie committen, zusammen Spaß zu haben und zusammen aber auch einfach Tische zu erleben. Diese Camps, die sind immer geprägt von so einem Hunger und so einer
eine Leidenschaft nach dir, Jesus, und dich mehr zu erleben. Dich, Heiliger Geist, zu erleben, zu hören, zu spüren. Und ich bitte dich, dass du einfach im Youth drin, in den 16- bis 19-Jährigen, dass du einfach dass wie da etwas du neu setzt in den Youth drin, mit dem Thema The Call, dass es wirklich einfach ein Thema ist, das greift und die Youth einfach sich wie sehen und du sprichst genau da, wo es vielleicht wie ein letzten Call ist, wo du einfach Personen ziehst, junge Frauen, junge Männer, einfach ziehst und ihnen wie dieses Bewusstsein gibst, hey, ja Jesus, ich will ganze Sache machen mit dir, ich will kompromisslos, will ich dir nachfolgen, was auch immer der Preis dafür ist. Ich bitte dich, dass du einfach da wirkst und sprichst, ich bitte dich um Wunder, die da passieren, wo einfach mit diesem Glauben in diesen Small Group Zeiten und Worship Zeiten, Celebration Zeiten, Spaßzeiten, überall, einfach wo sie Anliegen austauschen und füreinander beten mit dem Glauben, den sie haben, dass du da Wunder bewirkst, dass wir Geschichten hören werden nach dieser Zeit, dieser Campwoche, was du, Jesus, einfach in ihnen getan hast. Ich bitte dich auch um Kraft für das Team. Ich bitte dich um einfach auch den offenen Himmel über ihnen, dass sie wie in all dem, ja, was vorbereitet ist, aber auch was du einfach noch tun willst, ganz spontan tun willst. Ich bitte dich einfach um dein Reden, dass sie auch Pläne über den Haufen werfen können, wenn sie einfach wissen, was jetzt gerade im Moment dran ist. Ich danke dir für dein Wirken, all die Geschichten, die wir einfach aus dieser Woche dann hören werden. Bitte einfach Schutz unterwegs, bei Games, Aktivitäten, überall in der Nacht. Die Träume, die stehen einfach unter deinem Schutz, in deinem Namen bete ich es. Amen. Amen. Danke dir, David. Mega schön. Hey. Danke, Pat. Hey, voll gerne. Hey, mega schön, dass du dabei warst. Lass uns einfach jetzt weiterhin über dem Sommer nicht vergessen, dass wir für Leon zusammen beten, dass wir für das Team beten und aber auch jetzt für Teens und Youth. Tritt dem Channel bei, damit du einfach weißt, wofür wir ganz aktiv beten dürfen. Hey, wir haben morgen Abend den Online-Zoom-Gebetsabend, wo wir auch nochmal über diese Themen beten werden, aber einfach in einem anderen Setting. Es wird über Zoom sein. Wenn du da einfach daran teilnehmen möchtest, du kannst über icf.ch/events kannst du dort den Link bekommen oder auf unserem ICF Zürich Telegram-Kanal wird das auch nochmal gepostet, sodass du den Link auch dazu hast, damit wir morgen Abend um 20 Uhr über Zoom, Michi Sieber wird das leiten und wir werden dort einfach nochmal in Gruppen einfach ganz speziell für diese Anliegen und noch weitere beten. Deswegen sei dabei, verpasst es nicht. Hey, jetzt bleibt mir noch zu sagen, habt eine wunderschöne Woche. Wir haben nächsten Sonntag Travis Hearn da. Ja. Genau, ein Prediger aus Amerika. Wird sehr, sehr cool werden. Ich freue mich drauf. Ja, genau, richtig gut. David, vielen Dank für deine Zeit. Hey, sehr gerne. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja, bis dann. Habt's gut. Macht's gut.